erst die Brille aufsetzt. Die ersten Spiele in der Fortuna, die wir gemacht haben, haben wir die Bombentrichter auf dem Sportplatz unten am Rhein erst noch zugeschüttet und dann haben den Platz überhaupt wieder ein bisschen geebnet. Da waren nämlich noch so einzelne Trichter. Und bevor man das spielen konnte, musste man die natürlich erst wieder renovieren quasi. Ja, das ist die Zeit gekommen, wo die einzelnen Vereine Schwierigkeiten hatten und nicht mehr so konnten, wie sie wollten. Und da ist man hingegangen, eben auch in der Südstadt und hat versucht, irgendwie da eine Einigkeit zu kriegen, eine leistungsstarke Mannschaft. Fusioniert haben die Kölner Spielverein Viktoria, Bayenthaler Spielverein und die Sparkasse. Sparkasse Stadt Köln. Sonst die kleinen Vereine hätten sich gegenseitig zerfleischt. Also das war eine gute Entscheidung, um da eine Sache aufzubauen. Die Vereinigung war also im Bammer Casino der größte Arbeitgeber seiner Zeit im Kölner Süden, im Bayerntal. Und das hat also lange gedauert, bis weit nach Mitternacht. Und es ging auch um den Namen. Jeder wollte natürlich von dem Verein, wo er herkam, wollte er dann ein Stück mitgeben. Ne? Irgendeinen Namen. Und da ist man natürlich nachher auf den Namen Fortuna. Und am Sonntag haben wir sofort das erste Spiel gemacht und mussten wir in Schwarz-Weiß Köln in Pickendorf spielen. Und dann haben die Frauen morgens früh praktisch noch auf diese Trikots alle das schwarze F aufgenäht in Handarbeit, damit das Trikot vollständig wurde. Also so waren da die Zeiten. Rettenbauer, Graf, Schröder, die Gebrüder Pott, Lahnstein, Dilly, Remski, Thelen. Und auf diese Namen konnte die Fortuna sich aufbauen. Das waren die ersten Schritte der Fortuna. Ja, hier ungefähr bis hier. Hier fing der Platz an. Ja, hier fing der Platz an. Ja, hier fing der Platz an. Hier war dann ursprünglich war das der alte Bayenthaler Sportplatz. Ja. Und das war quasi der so tief. Ja, also der lag unter Niveau, der Platz. Da könnte man bald sagen, 5 Meter lag der unter Niveau der Straße. Das war so richtig ein Kessel. Ja, war ein Kessel hier war so ein das, bisschen ja. tiefer runter. Der Platz fing der an, hier wo das Hochhaus jetzt, was man sieht, da fing der Platz an als das Spielfeld. Aber nach der anderen Seite, da war eben das Straßenbahnniveau. Die Straßenbahn. Die Hallen von der Straßenbahn. Ne? Ja. Und da saßen sie auch fleißig drin und haben dort Spiel geguckt. Ne? Also die nicht Lust hatten, da 1 Mark oder 50 Pfennig, was weiß ich, was das früher gekostet hat, der Eintritt gekostet. Und wie gesagt, da war auch so ein einfacher Aschenplatz. Aber sonst, wie das überall hier in dem Viertel war, wenn man jetzt nach Bonnerwald geht oder nach dem Verteilerkreis oder unten an der Schönhauser Straße, Ecke Rheinufer. Aber die eben Aschenplätze, die waren nicht so schön wie die heute, wo sie da so rote Asche haben. Ja. Die da noch Kieselsteine mit drauf, wo da drauf gespielt wurde. Ne? Die wurden dann immer zwar mal abgesammelt, aber die kamen aus dem Boden immer neu wieder raus. Ne? Je nachdem, was für Spiele waren ja auch noch interessante Spiele. Dann hatten die, wo das Ding hier auch gerammelt vor. Und dann war das an und für sich, war das hier eine richtige Kesse, wo auch was los war. Ne? Wo man sagt, hey, heute der Betzenberg, so jetzt war das dann hier. So war das hier im Weintal. Ne?